Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig und direkt am Anfang, Sommerkind haben wir Ackermann? Ah jo, Ackermann Junior natürlich, ach du Scheiße, 51.240, was hat uns dann so viel Geld beschert? Wahrscheinlich die Sternfrucht, ne? Die Blaubeeren, ach gut dazu, aber ja, die Sternfrüchte waren das. Ja, saugut. Saugut. Die haben richtig viel Ertrag gebracht. Gut, und jetzt ist unser Frau noch schwanger, ne? Weil der Ackermann, wenn der mal reinschießt, dann geht der Same natürlich sofort auf, ne? Das ist ja ein Könner, der macht keine halbe Sache, du, der Ackermann. Nee, ich möchte sie nicht essen. Nein, immer noch nicht. Ich möchte nur gucken, ich glaube, wir haben jetzt, genau, die Tage sind mal frei. Okay. Gut. Ackermann, der Held, der hat gleich mal einer gesetzt. Und dann läuft es auch. Gucken wir doch mal. Gibt natürlich wieder eine Sonnenblumensaat. Und eine gewöhnliche Sonnenblume. So, schön. Und die Musik natürlich, nachdem wir jetzt unser Frag geschwängert haben, die muss fröhlich sein. Moment, wollte ich da gar nicht. Gut. Morgen mal wieder sonnig. Ja, doch nochmal, dass das Pferd wieder zurückkommt, wenn ich es irgendwo liegen lasse. Es ist Sommer und das Haus ist voller Fliege. Ja, deswegen, weil wir die 3C schon haben, ne? Hier, sag, ich kümmere mich um so, es macht Spaß. Okay, das heißt, die quält jetzt die Fliege und reißt dann die Flügel raus und lacht dabei diabolisch. Was? Was? Egal, komm. Dann gehen wir wieder raus. Oh, da ist noch die Jodie, ist glaube ich, genau. Hi Ackermann. Puh, ganze Weg hier hochzulaufen. Spart man einen Besuch im Fitnessstudio. Jedenfalls, weil ich froh, ob du Lust hast, heute oben mit uns zu essen. Du musst nicht, aber wenn dich doch dazu entschließt, könntest du eventuell einen Forellenbarsch mitbringen. Genau, einer von den großen, schleimigen Fische aus dem See. Ich brauche einer für den Eintopf, den ich vorbereiten will. Okay, es geht um 19 Uhr los heute Abend. Vergiss den Forellenbarsch nicht. Bis dann. Okay, 19 Uhr. Das heißt, wir müssen angeln gehen. Kennt. Sternefrucht möchte haben. Alles klar. Soll er haben. So, da holen wir uns doch gleich mal richtig gut hier raus, weil es der Kent ist. So, der Kram kommt gleich mal rein. Und Forellenbarsch aus dem See müssen wir noch angeln. Das heißt, wir haben heute richtig was zu tun. Also sollten wir keine Zeit verlieren. Und das Ganze noch fix machen. Gott, der Hopfer, der wächst jetzt auch täglich, kann das sein? So, schnell, schnell. Und drüber, drüber. Ah, ich bin echt froh, wenn wir dann überall Iridium-Sprinkler hin. Dann erledigt sich der ganze Quark von selber. So. Gut, das sind jetzt auch beidseitig die Köder drin. Perfekt. Dann dummel dich, Ackermann. So, die Tiere haben heute mal ein bisschen Zeit. Bis die kommen. Und so. Gut. Weil wie gesagt, wenn wir noch einen Forellenbarsch mitbringen sollen, dann muss ich mich ein bisschen dummler, was das Ganze angeht. Hoppla, das wollte ich doch gar nicht. So. Machen wir schnell da hinten noch. Gut, da hinten bewässert sich natürlich mal wieder von selber. Das ist so dermaßen ultra praktisch. Und weiter, hier noch ganz fix, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wann die Forellenbarsche abbeißen. Deswegen sollte man das relativ schnell, uiuiui, sollte man das relativ schnell erledigt haben. Gut. Dann Holter die Polter. Und Leberwurst. Bitteschön. Und bitteschön.
So, dann zu euch, ihr Tierlin. Ja, die quaken sich mal wieder einer. Ansonsten läuft das hier. Ach gut, sehr schön. Okay, so. Eier, Eier. Reide mit und du noch einer. Hoppla, du hämmer wohl einer übersehe. Und zack und zack. Und hier immer wieder jede Menge kruscht. So, da la. Streichel, Streichel, Streichel. Raus mit uns. Und Dendo brauchen wir noch. Dann brauchen wir noch Dido. Und die Anna Milch, die kommt noch. Erstmal raus mit den Tieren. Hier nochmal reingucken. So, Stern eines Soldaten. Das war das, genau. Und da um 19 Uhr mit Forelle Barsch. Okay. Ich hoffe, wir können so viel nochmal angeln. Wäre natürlich schön, wenn man das hinkriegt. Also es macht schon ein bisschen Druck, finde ich, ne? Wenn man mit was ganz Speziellem erscheinen soll. Also ich persönlich finde auf jeden Fall, dass das Druck macht. Und nicht einfach nur bring irgendwas mit, sondern gleich bring mal einen Forellebarsch mit. Das ist schon dann doch schon sehr speziell, wie ich finde. So, und so. Schneller, Ackermann! Zum Glück müssen wir heute nicht nochmal extra irgendeine Saat kaufen. Das heißt, in der Hinsicht sind wir wenigstens frei. Okay, gut. Dann wären wir jetzt soweit. Siggi, es geht ab an das See. Und auffüllen. Angel raus. Köder dran. Und es geht los. Na, lassen wir das Zeug jetzt einfach mal liegen. Mir ist eilig. Wir müssen einen Forelle-Barsch angeln. Ah, Moment, dafür ist aber Zeit. Weil wenn uns das weiterhilft, noch irgendwelche Artefakte zu sammeln, die Gunther noch nicht hat, dann ist es umso besser. So. Aber Forelle-Barsche sind für gewöhnlich relativ gewöhnliche Fische. Ups. So, bitte. Und ein Karpfen. Ja, Karpfen sind bei uns am Altrhein besonders viel anzutreffen. Deswegen habe ich ja auch mal erzählt, ne? Von wegen bei uns im Dorf mit Karpfenfest und so weiter. Ach ja. Aber hier scheinen es wohl auch sehr gewöhnliche Fische zu sein. Das könnte mal wieder einer sein, Karpfen. Schauen wir doch mal, was abbeißt. Auf jeden Fall ist noch ein Schatz mit dabei. Ja, mal wieder ein Karpfen. Und so ein ziemlicher Oschi mit 71 cm, ne? Warte mal. Wir gehen mal ein bisschen woanders hier. Eventuell beißen sie ja besser, die Forelle-Barsche. So. Upp, der ist ein bisschen zapplicher. Hoffentlich ist es einer. Jo, es ist ein Forelle-Barsch. Perfekt. Ah, das macht richtig gute Laune. Und das, wobei ich Sommer eigentlich gar nicht mag und unseren Herbst sich hier dummerweise gerade wieder in so einen Sommer 2.0 entwickelt. Ugh. Gestern habe ich beim meine derzeitige Ausgrabung, wo ich so ein bisschen Eis springe, weil das einfach sehr schnell zustande kam. Das soll beim Gymnasium in Frankenthal soll derzeit eine Sporthalle gebaut werden. Und interessanterweise kamen dort Skelette raus.
Das ist jetzt aber nichts Antikes oder Mittelalterliches gewesen, sondern höchstwahrscheinlich was Neuzeitliches. Trotz allem, Gräber sind immerhin Gräber, Menschen sind Menschen. Und ja, worauf wollte ich dann jetzt hinaus von wegen Gräber und Pipapo? Ja genau, da habe ich gerade dann bei dem Gräberfeld geschafft. Und da hat man so richtig gut gesehen, wie oben drüber noch was gebaut wurde in alter Zeit, so in den 30er Jahren oder so. Haben da Leute schon mal was gebaut und haben dann im Befund, sieht man das richtig gut, dass die Leute ursprünglich was gebaut haben und haben halt damals schon die Gräber getroffen und haben die vollkommen durchgeschrotet. Das sieht man auch richtig im Befund. Und ja, ein paar sind glücklicherweise noch recht gut erhalten. Und die liegen auch wirklich so Arsch auf Arsch fast, die Leute. Also man merkt so richtig, wie übereinander in Kiste bestattet wurde. Jo, auf jeden Fall war das soweit alles kein Problem. Bei, ach Gott, 50 Grad oder was es gehabt hat am Anfang von der Woche noch. Und dann auf einmal ging es richtig ab wie noch was. Und gestern waren es wieder 25 Grad und gestern war der 27. Februar, genau. Gestern war der 27. Februar, genau. Es war gestern natürlich der 27. September und da hat es nochmal über 25 Grad gehabt und ich war halt morgens, weil es so um die 9 bis 10 Grad gehabt hat, war ich dann noch mit seiner Stoffjacke unterwegs und mit der langen Hose, mit der langen Arbeitshose. Alter Falter, ich kann's euch sagen, ich habe zum Schluss geschwitzt wie Knackwurst in der Sonne. Das war echt abartig. Und wow, da habe ich auch nicht so lange in der Sonne schaffen dürfen. Weil sonst ist mir echt die Brie gelaufen und mir ist teilweise schwindelig geworden. Ich bin auch froh, dass ich auf den Wetterbericht gehört habe einmal. Und dass ich extra viel zu trinken dabei gehabt habe, dann bin ich wenigstens nicht umgekippt. Aber der ständige Wechsel von Sommer auf Herbst, auf Altweiber-Sommer, auf richtiger Herbst. Altweiber-Sommer, oder ja, Altweiber-Sommer hieß das, ne? Oder goldener Herbst, sagt man eigentlich eher dazu. Aber Altweiber-Sommer ist halt so ein etwas garstigerer Name zu dem Ganzen. Auf jeden Fall, ich war doch ziemlich platt, muss ich gestehen. Das hat mich so ein bisschen fertig gemacht, das Ganze. Ups, so. Warte mal. Ja, ich finde es halt immer abartig, wenn die Temperaturen nicht irgendwie gleich bleiben, sondern wenn es immer sofort um 50 Grad oder 10 Grad sich ändert, wie auf dem Schlag einfach, ne? Von jetzt auf nachher, das ist richtig heftig. Warum bin ich jetzt zur Nummer reingerannt? So, zu denen wollte ich auch noch. Kent und so. Ist Kent zufällig der Helm? Nee, natürlich nicht. So, wo ist er dann? Wo ist er dann? Der Kent. Geh fort, Lea. Was sind sie dann, die Knaber? Da ist Harvey, aber zu Harvey möchte ich irgendwie nie. Demetrius ist hier noch. Na? Hayley habe ich eigentlich gesucht und ich suche Kent. Robin marschiert ein bisschen ins Gemeindezentrum. Hier sehe ich auch niemand von der Dorfbewohner. Naja, wenigstens Annie freut sich über das Gemeindezentrum. So, ansonsten. Tja, es wird auch langsam Zeit für Ofenessen. Deswegen sollte ich noch zu den River gehen. Violetter Pilz für den Zauberer. Das nennen wir doch glatt mal an. Damit wir dem morgen noch den Pilz geben können, muss ich noch versuchen, dran zu denken, auch wenn es mal schwer fällt. So, hoppla. Ah, Hayley-Event. Ich krieg das Glas einfach nicht auf. Du bist Ackermann, richtig? Ja. Sag mal, bist du doch ziemlich stark. Ah jo, bin ich das. Großartig, dann soll ich ja kein Problem damit haben, das Glas für mich aufzumachen. Alle hopp. Jesus! Mit so einem Geräusch. Hey, du hast es geschafft, du bist stärker als aussiehst. Na, herzlichen Dank. Also, der Gretel hinter der Heck. Kannst so viel Herz haben, wie du willst. Danke. Gut, die kriegt jetzt nämlich einfach mal so Sonnenblumen, weil ich ein unglaublich netter und cooler Typ bin. Bitteschön. Ja, das weiß ich, dass du das am liebsten magst. Deswegen sind wir auch bei 5 Herzen.
Okay, ihr Schwester, die Emily, mag keine Maki-Rolle. Weiß ich jetzt auch Bescheid. So, mir ist auch kurz vor knappig. Ich muss auch zu den Nachbarn und renne hier mit der Forelle-Barsch rum. Einfach mal wie so ein irrer Typ, einfach mit dem Forelle-Barsch rumgerannt. So, jetzt erstmal zu euch. Hi, Ackermann. Kommt doch bitte rein. Hallo. Hier nicht nur ein Fernseher, da steht noch so ein Radio rum wie in den 20er, 30er Jahre. Ah, ich bin so froh, dass du gekommen bist, Ackermann. Und hast du Fisch mitgebracht? Wunderbar. Jo, nimm's. Bitte. Sam, kannst du mal herkommen und helfen, den Fisch zu säubern? Jawohl, gnädige Frau. Ach Gott, der arge pisste Teenager. Er war platsch auf den Boden geschmissen. Wow, das sieht super aus und riecht so frisch. Danke dir, dass Kolfer hast, Ackermann. Kennt dort auch einen Fisch gefangen, aber er ist ganz fast, aber er ist ein fast ganz allein. Ach Gott, stänke doch mit einem Kerl rum. Du lacht er nur. Der knusprige Barsch war lecker, die Panade ist ein Gedicht. Ich fühle mich schon fast wie ein Teil von der Familie, würde ich mal sagen. Ajo, Ackermann kehrt dazu mittlerweile im Ort, ne? So, hoch, da haben wir jetzt auch noch extra Sequenz hier. Oh Gott, das hört ja gar nicht mehr auf vor lauter Sequenzen jetzt, nachdem ich hier die Leute besser kenne. Hi Ackermann, ich mache nur ein bisschen Popcorn. Oh Gott, du kreischst da wie Sau. Der posttraumatische Kriegsstörungstyp. Das Geräusch. Du hättest wissen sollen, dass mich das Geräusch an den Krieg erinnert. Ja, posttraumatisches Kriegssyndrom. Ach du liebe Zeit. Ich habe viele gute Freunde in der blutigen Schützegräbe verloren. Boah, du läuft mal Gänsehaut über den Rücken. Aber Liebling Popcorn war bis doch immer dein Lieblingssnack. Die Dinge haben sich geändert. Das muss auch schwierig sein, wenn der Mann vom Krieg heimkommt, ne? Ackermann, kannst du mal ein Wort mit dem Retter? Ajo. Ja. Das ist meine Schuld. Nee, dann machen wir so. Er soll mal seiner Frau nicht die Schuld geben. Du hast absolut recht, Ackermann. Ich will ihn jetzt auch kein schlecht Gewissen machen, aber ne, die hat sie nicht gewusst, wenn er nicht drüber redet. Es tut mir leid, Liebling. Du konntest schon wissen, dass mich Popcorn-Geräusche so beunruhigen. Ist okay, Liebling. Ich wollte dich nicht ängstlicher. Ich werde jetzt besser aufpassen. Ja, jetzt denke ich mal, dass das eine relativ harmonische Lösung ist. Und um das Ganze zu retten, Kent, bitteschön. Hey, pst, lass den Jody nicht sehen. Jetzt sind wir auch schon bei 5 Sterne mit ihm. Ah, die sieht saftig aus, die wird gefallen. Vielen, vielen Dank, Ackermann. Okay, jetzt bin ich auch wirklich populär. Jetzt bin ich ein Freund von der Familie. Sehr schön. Ja, das freut mich doch. Ich finde auch, das Spiel kann ganz schön tiefgreifend sein, wenn es jetzt auch solche Themen behandelt wie posttraumatisches Kriegssyndrom, nennt sich das, glaube ich. Dass Leute durch die einfachsten Alltagsdinge an Szenen aus dem Krieg, in denen sie mitgekämpft haben, erinnert werden und deswegen Störungen erleiden. Das ist was ganz Furchtbares, um ehrlich zu sein. Finde ich Dotra auch überhaupt nichts Lustiges. Es gibt ja immer so Komiker, die dann immer meinen, sie müssten alles ins Lächerliche ziehen und als besonders lustig darstellen. Aber ich muss sagen, ich kann sowas absolut nichts Lustiges abgewinnen. Leute, die in einem Krieg gekämpft haben, das ist definitiv nichts Lustiges, wie ich finde. Es ist eher was Schlimmes, zumal die Leute, die in den Krieg ziehen, nie was davor kennen. Das ist die Politik, die sagt, das muss jetzt so gemacht werden. Und die Bürger, egal ob reich oder arm, okay, wobei die Reiche sich meistens drücken können, aber tja, die Bürger müssen es dann wieder ausbaden und die müssen in den Krieg ziehen und die erleben dann die ganze Scheiße. Das ist halt echt extrem, finde ich. Na gut, genug gebabbelt. Wir gehen erstmal in die Fall. Und dann schauen wir mal. 7000 alle nur durch die Hoferwart. Das ist nicht verkehrt. Das war dann mal wieder ein relativ produktiver Tag, wie ich finde. Und heute haben wir nix. Sam hat erst morgen und somit in der nächsten Episode Geburtstag.
Oh ja, wir gießen das erstmal vorsorglich. Und dann machen wir hier nochmal ab. In der Hoffnung, dass wir hier genug Sonnenblumensaat kriegen. So. Haben wir es sogar? Jawohl, es geht auf. Perfekt. Gut. Huch. Das wollte ich doch gar nicht. Was machst denn du? So, das wollte ich doch. Okay. Dann reite mit. Und dort mit A wieder rein. Und die gute heben wir uns hier drin auf. Der Rest können wir, glaube ich, auch verkaufen, ne? So, was wollte ich dann? Ich wollte mir noch einen Kaffee persönlich reinzischen morgens. So, gluck, gluck. Sau gut. Jetzt gehe ich wieder ab hier rosa Zäpfchen. Hier unten ist mal wieder Käsereihe fertig. Jawohl, gute Loschter Handkäse. Und weiter geht's. Ja, Loscht ist übrigens Lustadt. Das liegt in der Südpfalz. Da gibt es halt Handkäsefest und die machen hervorragende Handkäse dort. Ich liebe das ja, auch wenn es stinkt wie noch was. Ich bin halt früh aufgestanden, um die Tiere zu füttern. Ich hoffe, das macht deinen Job heute ein bisschen einfacher. Leverwurst hat's auch noch gefüttert. Geil. Kussi, kussi. Hey, ich hab gedacht, das wäre ganz lustig, dir einen Brief zu schicken. Ich weiß noch nicht wirklich, was ich schreiben soll. Hier ist ein kleiner Leckerbisse für dich. Sag's niemand, aber ich hab's das vor Ewigkeit aus dem Hinterzimmer vom Joja-Markt mitgehen lassen. Aller Hauptmann sieht sich. Shane. Gut. Verkaufen wir gleich weiter. Weil etwas, was der Typ vor Ewigkeiten hat mitgehen lassen. Tja. Do bin ich jetzt auch nicht so der Fan davon, ne? Das Trüffelschwein für alle bin ich jetzt auch nicht unbedingt. Weißt du was? Heute machen wir mal wieder Bier. Wäre ich sehr stark dafür, dass wir mal wieder Bier machen. Und hier bin ich mal wieder dafür, dass wir einfach mal wieder ein bisschen Preiselbeergelee machen. So, Erdbeerweih haben wir, genau. Trüffel können auch fort. Das Trüffelöl, besser gesagt. So, der Weih. Weih klatschen wir auch noch schnell neu. Und dann geht's nochmal zu den Tieren. Leverwurst hat sie ja schon gefüttert. Moment, erstmal hier Stern eines Soldaten. 500 gibt's da dafür. Und Zauberer braucht der violette Pilz. So, lass uns mal gucken, wo wir den Schampel hier gemacht haben. Oder ob wir überhaupt noch einer Henne. Ein roter Pilz haben wir mit Sicherheit noch. Da haben wir doch noch einen violette Pilz. Gut, dann kriegt er auch noch so eine Schotte-Essenz, der Zauberer. Und wir gehen noch zu unseren Tiere jetzt. So. Hund nochmal gestreichelt und weiter geht's. Jo, das sieht doch soweit stabil aus. Ohne Enterfetter in Iridium-Qualität. Perfekt, die behalte ich auch nochmal. Falls der Elliot mal wieder auftaucht. Dann können wir dem Typ nämlich auch noch so Ding geben. Der fährt ja total drauf ab auf Enterfettern. Kann ich schon verstehen, es sind auch schöne Federn. Gerade wenn sie von einem Erpel kommen, die Henne. Super Gefieder, die Tiere. Genauso wie Rabe. Rabe haben auch ein wunderschönes Gefieder. So schwarze Federn mit so einem leichten Grünfilm. Okay. Dann raus mit den Tieren. Und hier nochmal. Dann zusätzlich noch die Iridiumwolle. Da kommt leider kein Iridiumstoff dabei raus. Hier haben wir noch einen Granatapfel. Moment. So. Dann müssen wir noch die violette Pilze irgendwann noch sammeln, damit wir wieder welche auf Reserve haben. Ich glaube definitiv, dass das eine sehr kluge Entscheidung war, unser Bam hier im Gewächshaus zu pflanzen. Ich hätte sie nur weiter hinne pflanzen sollen, finde ich. Dann hätten wir hier das Problem nicht mit dem Überdecker jedes Mal. Gut. Dann reite mit. Yeah. On. Perfekt. Und weiter geht's. So und so. Da nochmal rein. Und das letzte Quadrat. Moment. Hoppla. So.
Gott, das letzte Dreierquadrat. Dann kann es ja weitergehen. Heute wird der Zauberer definitiv seinen Spaß mit mir haben, wenn ich da noch mit 2 Sachen aufmarschiere. So, lass mich mal durch. Beritte bin ich ja eher berechtigt, dass sie mich durchlassen. Dann kümmern wir uns jetzt auch um meine Felder. Wenn wir halt schon sowieso nichts vorhängen, ne? Also nichts Festes zumindest. Können wir uns auch beim Zauberer blicken lassen. Ich finde, dann machen wir sowieso irgendwie zu wenig Aufgabe. So, machen wir das noch fix. Und so. Okay. Dann sieht's aus, als wäre der Kruscht wieder gut. Das heißt, zu Pierre können wir heute auch noch gehen. Wir können jetzt neuerdings auch seit Mittwoch hier gehen. Da der Hansel jo jetzt mittwochs kein Ruhetag mehr hat, da die Konkurrenz ausgeschaltet ist. So. Das heißt, wir holen uns trotzdem die 24, finde ich. Wäre einfach besser, sich die 24 zu holen, damit wir dann wegen M endlich statt dappische Dinge nicht nochmal extra hin müssen. So, das machen wir auch noch. Dann zuerst zum Pierre, den ich muss sagen. Okay. So. Dann hier. Sodala. Dann erst einmal zu Pierre. Nachdem wir hier unseren Kruscht erstmal abgeerntet haben. Alles klar, weil bevor der Hansel wieder dicht macht, gehen wir definitiv erstmal dort hier. Mann, 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 das schluckt aber ganz schön viel Energie, der Scheiß hier. So. Prähistorische Handaxt. Ja, das kennen wir leider schon. Sehr schade. Und er liefert immer nur die Funde ab und gibt nie Bescheid, wo er es gefunden hat. Ach, Ackermann. Du wärst der Graus eines jeden Archäologen. So, dann die 24 Wezersaat. Perfekt. Und hier. Weil, wie gesagt, der Archäologe will ja nicht einfach nur die tolle Funde haben. Der Archäologe mag ja auch wissen, wie der Schichtzusammenhang ist. Und in welcher Schicht es liegt, um diese Grube, wo es rauskam, auch entsprechend datieren zu können und nachvollziehen zu können. Deswegen ist der Befund wichtiger teilweise als die Funde. Die Funde sind einfach nur die Stücke, die das Ganze datierbar machen. Und die Befunde sind der Kontext zu den Funde. Also es ergänzt sich eigentlich das Ganze. Wobei eine Grube schon sehr viel aussagen kann, ohne dass man noch extra die Funde dazu hat. So, den Gegenstand enthauen wollt, zufriedenstellend. 6 Herzen sind wir schon, liebe Zeit. Ich vertraue dir genug, um mich in meinen Keller zu lassen. Haha, da findest du etwas. Sehr schön. Gut, mein Freund, dann ist das noch für dich. Ja, Silver sind wir jetzt schon. Das ist für deine Studie natürlich sehr nützlich. Dann gehen wir doch glatt mal in seinen Keller runter, ne? Da finden wir nämlich was. So, ganz wie ist das Ding hier. Schrein der Illusion. Opfergabe von 500 Gold darf ich da reichen, um mein Aussehen zu verändern. Steht mal Sache. Ich weiß, so just for fun. Wobei, nee. Müssen wir eigentlich nicht. Ich hätte jetzt eher gesagt, jetzt nachdem wir Abigail kennengelernt haben und sie unser Frau ist. Moment. Ah, du können wir erst hier, wenn wir beim Hexerhaus waren. Genau, weil du ist eine Verbindung. Ja, ich hätte jetzt auch sagen können, da wir jetzt mit Abigail verheiratet sind, könnte ich mein Haar auch violett färben und mein Bart. Müsst ihr mal Bescheid geben, ob ihr das haben wollt oder nicht. Ansonsten würde ich das einmal machen, dass ich meinem Ackermann hier ein violette Bart und eine violette Frisur geben tät. Aber wäre vielleicht ein bisschen zu abgespaced, oder? Na gut, 750 Gold hat's dafür wieder geben. Das ist doch nicht schlecht. Reiseware ist leider auch nicht da, sodass wir da auch keinen Kugelfisch oder ähnliches kaufen konnten. Warte mal. Hoppla.
So, das müssen wir später noch beheben. Ich versuche jetzt nochmal dort zu sein, wenn der Zug ankommt im Sternetautal. Da oben beim Bahnhof. Ich versuche einfach mal hier zu kommen. Vielleicht finden wir ja was. In der Zwischenzeit mache ich einfach noch schnell so einen Pflasterweg und Trittsteh. Dann schauen wir mal, ob wir den Zug eventuell noch verwischen. Und sehen, ob da was runterfällt, ne? Jo. Da ist er. So, wir machen mal eine auf Posträuber. Und reiten mit unserer Siggi da neben dran rum, bis was abfällt. Aber es sieht wohl nicht so aus, als würde hier was abfallen. Nee. Ich glaube, da kommt nichts, was wir gebrauchen könnten, oder? Kein Stückel Kohle oder so, was noch abfällt. Sind wir wohl leider zu spät. Na gut. Man kann ja leider nicht immer in der Nähe sein, wenn du gerade mal ein Zug durchfährt. Okay, schade. Dann halt leider nicht. Dann kehren wir jetzt aber nochmal zurück. Und schauen noch, dass wir das noch machen können hier mit unserer Saateipflanze und so weiter. Okay. Den Ende Trittstell muss ich auch noch reinmachen. So, erstmal hier wieder. Oh! Du musst noch rein? Na dann nix wie Reihe, Mädel. Ja, sonst schnappt dich die Leverwurst oder Schlimmeres. Okay, wo... Oh! Du bist ja auch noch nicht fort. Warte mal. So. Und dann machen wir jetzt auch noch fort. Okay, wenn du auch noch nicht drin bist, Hildi, du machst mal einen ganz schönen Kopf, Mädel. So, dann lassen wir dich hier noch rein. Und was rein muss, muss hier noch rein. Das ist der ganze Krusch, ne? Und sonst das alles kann fort. Wie war's dann mit dem Hopfer? Ja, dann packen wir noch durch rein. Da war Elliot nicht getroffen, kommt das dann auch fort. Das kommt noch weg. Und da brauchen wir jetzt eigentlich kein Weizenmehl mehr, würde ich sagen. So. Ah ja, da kommt sie schon arg schleppel, die Hildi. Na, geh rein mit dir. Gott, Klappe zu. Dann dürfte nichts mehr an Viehzeugs draußen unterwegs sein. Weil dann könnte halt was passieren, wenn sie draußen unterwegs sind, die Tiere. Dass irgendein anderes Vieh sich die Nutztiere schnappt, ne? Das wollen wir ja natürlich nicht. Dass sich ein Fuchs da unser Hildi schnappt. So. So. Und weiter. Perfekt. Gut. So viel dazu. Dann würde ich immer sagen, ich bringe die Siggi mal seit Ewigkeiten mal einfach so wieder in den Stall zurück. Und das war's eigentlich einmal wieder für heute. Ich freue mich drauf, wenn das alles selbstständig erledigt wird. Da muss ich dann nichts mehr selber gießen. Da ist jeder Tag wie ein Regendach. So. Dann hier nochmal Zeug. Perfekt. Das kann jetzt schnell weiterreifen, das Zeug. Und dann würde ich aber, ach, sag ihr liebe Leid, wir sehen uns tatsächlich dann erst übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley of Pelzig, wenn wir dann Sams Geburtstag feiern. Das gehe ich nämlich auch noch in die Koje-Reihe. Es gibt noch Fischestufe Silver, ja super, Angeleffektivität um Ends erhöht. Wir haben gelernt, wie man Korkerfisch, Köder herstellt und Schatzjäger. Klingt doch super. Ja, gibt nochmal 10.000 Gold oben drauf. Das ist doch echt nicht schlecht. Und wie gesagt, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley of Pelzig. Also machen's gut. Und bis übermorgen dann wieder. Ian Yankee.